Schönen guten Morgen! Für uns geht's heute auf den Mond nach Hochkugel. Das ist eine coole Alternative zum Traunstein. Wer was anderes gehen möchte, wer nicht so überlaufen gehen möchte. Insgesamt sind es 1000 Höhenmeter, also nicht zu unterschätzen, auf 9 Kilometer, weil es relativ viel Forststraßen ist und wir brauchen Ungefähr 3,5 Stunden, wenn es wahr ist. Aber da hinten schaut, da kommt ein Baum, okay. Aber im Hintergrund sieht man richtig schön den Traunstein. Das ist wahrscheinlich der meistbegangene Berg Oberösterreichs. Wenn wir den einmal filmen, falls uns einmal gefreut, verlinken wir den jetzt an dieser Stelle da oben. Nach dem dritten Wegweiser, wo der Hochkogel immer noch nicht angeschrieben ist, kommt jetzt da der nächste, wo auch noch nicht draufsteht. Es geht da zur Mooralm, zur Meieralm. Und dem Weg folgen wir, weil direkt dahinter geht's dann auf. Ja, und kurz nach der Abzweigung sieht man schon die Meieralm, die Mooralm, wo wir vielleicht nachher uns noch eine Kleinigkeit holen. Ja, man muss sagen, es geht bis zum Schluss eigentlich fast auf einem Waldweg. Zum Schluss. Sind wir leicht schon oben, oder was? Auf der Garten habe ich gesehen. Ja, wirklich? Im Gegensatz zu euch habe ich mich über die Tour informiert. Naja, keine Ahnung. Immer noch Forststraßen. Ja, man glaubt's nicht, ein paar Meter weiter biegen wir rechts ab, unscheinbarer Weg und direkt ins Dickicht, kann man fast sagen. Also der Hochkogel ist offenbar nicht wirklich begangen. Das ist sehr schön für alle Leute, die sagen, sie wollen keine Leute am Weg treffen. Und es geht rechts auf und zwar massiv. Huiuiui. Ich möchte erwähnt haben, relativ steil und relativ abschüssig. Also das wird beim Abstieg nur bedingt spaßig. Das Gute ist, der Stiegel ist nicht mehr als für 150 Kilometer und die hat man relativ schnell erreicht. Also der Weg nur für Menschen, die trittsicher sind. Nice. Das ist schon wieder geil hier, ne? Geil, oder? Weil gerade eine Person zuerst getroffen und ich glaube, dass uns da wer begegnet. Aber es gibt offenbar nur einen Deppen, der das macht. So, aber jetzt sollten wir es dann bald da rauf haben. So, man sieht, es geht wieder rauf. Das sind jetzt die letzten 100 Höhenmeter. Dann haben wir endlich den Gmundner Hochkogel erledigt. So, wir sind jetzt wirklich in der letzten Rinne und da ist jetzt mittlerweile schon schön trocken. Das heißt, nicht gefährlich, aber steil. Darum stehe ich da. Dann haben wir es geschafft. So, kommen wir raus. Und
Siehe da. Ein kleines, nettes Gipfelkreuz. Ah. Ein Traumausblick am Traunsee und auf dem Traunstein und fast alles rundherum. Ja. Wir sind bereit für den Abmarsch nach unten. Und zusammengefasst kann man sagen über diesen Berg. Die Tour ist nett, auf jeden Fall. Super Ausblick auf den Traunstein und auf den Traunsee. Insgesamt ist der Aufstieg sehr einsam und man wird am Gipfel mit hoher Sicherheit keine anderen Leute treffen. Es muss einem aber bewusst sein, dass der Steig teilweise ausgesetzt und rutschig ist, wodurch man ja doch ein bisschen Bergerfahrung haben sollte. Ja, und wenn euch so ein Content taugt, auf dem Kanal gibt es immer wieder coole Videos zu verschiedensten Bergtouren. Drum. Bei Sonnenbrut verloren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr auf unserem Kanal noch sehr viele andere Wandervideos anschauen oder auch Reisevideos aus aller Welt. Wir freuen uns über jeden, der zuschaut und sagen Tschüss. Daumen nach oben.